Reife Tomaten, egal bei welchem Wetter. In den Gewächshäusern im Nürnberger Knoblauchsland ist fast immer Erntezeit. Allein an diesem Standort arbeiten rund 60 Erntehelfer aus Osteuropa. Vorarbeiter Adrian David ist 30 Jahre alt. Ich bin hier gekommen, weil ich verdiene mehr Geld in Rumänien. Das ist mehr Lohn. Seit 7 Jahren arbeitet er auf dem Gemüsehof. Erstmal ist eine gute Arbeitgeber und dann sind viele Leute von meiner Heimat hier. Wir sind alle von 30 Kilometern entfernt von meinem Dorf. Wir sind alle hier in diesem Betrieb. Ich kenne viele Leute hier. Wie Adrian arbeiten jedes Jahr 300.000 Erntehelfer aus Osteuropa in der deutschen Landwirtschaft. Es ist ein harter Job, den viele Deutsche nicht machen wollen. Die Arbeiter kommen aus Rumänien, Polen, Bulgarien. Dort ist deutscher Mindestlohn viel Geld. Sie können davon gut leben. Mal bleiben sie nur ein paar Wochen, mal Monate, einige dauerhaft wie Adrian. Stefan Scherzer führt den Familienbetrieb. Einst klein ist er heute ein hochmodernes Unternehmen. Ich war ganz klein, da waren schon Saisonarbeiter da. Und vom Großvater früher waren schon Saisonarbeiter da. Also wir arbeiten schon immer mit Saisonarbeitern. Inzwischen sind sie fast ausschließlich aus dem Ausland. Aus Ländern, in denen es wenig gut bezahlte Arbeit gibt. Ohne Saisonarbeitskräfte, muss man ganz ehrlich sagen, bleiben die Regale leer. Das Traurige ist ja, dass die Lebensmittel so billig sein müssen und dass die Arbeit keiner mehr machen will. Der Preisdruck ist immens. Landwirte müssen möglichst günstig produzieren, um auf dem Markt zu bestehen. Manchmal so sehr, dass Saisonkräfte das spüren. Immer wieder bekommen Erntehelfer keinen Mindestlohn, obwohl er ihnen zusteht. Ihre Rechte kennen sie kaum. Sie sind dem Wohlwollen der Arbeitgeber ausgeliefert. Corona hat die Abhängigkeit sichtbarer gemacht. In Mamming infizieren sich im Sommer mehrere hundert Saisonarbeiter mit dem Virus. Zu viele Menschen auf engstem Raum untergebracht. Nicht ungewöhnlich für Betriebe, die nur wenige Monate im Jahr Arbeiter beherbergen. Mittagspause auf dem Hof in Nürnberg. Adrian lädt uns in seine Betriebswohnung ein. Hier sind das ganze Jahr über Saisonarbeiter untergebracht. Die meisten wohnen in Doppelzimmern, haben eine eigene Küche. Als Vorarbeiter lebt Adrian mit seiner Frau Adina und Sohn Stefan das ganze Jahr über in einer geräumigen Wohnung. Vor der Geburt hat auch sie als Erntehelferin gearbeitet. Ja, wir wohnen hier schon 3 Jahre. Die Wohnung ist okay, wir sind alleine in der Wohnung. Ist super, ist gut. Ist gut, aber ist schwer, ohne Mama, ohne Familie. Keine Hilfe, nur alleine, den ganzen Tag. 2-mal im Jahr reisen sie nach Rumänien. Sie wollen die nächsten Jahre in Nürnberg arbeiten und irgendwann zurück, um sich mit dem verdienten Geld in ihrer Heimat ein besseres Leben aufzubauen. Landwirt Stefan Scherzer will, dass es seinen Erntehelfern gut geht. Gerade baut er ein weiteres Apartmenthaus. Das hat auch einen Grund. Er möchte, dass seine Arbeiter wiederkommen. Zufriedenheit von den Mitarbeitern, das ist für mich sehr wichtig, weil dann weiß man auch, dass man als Betrieb, ich sag mal, als attraktiver Arbeitgeber geschätzt wird. Steigert natürlich auch die Zuverlässigkeit in der Hinsicht. Und zum anderen ist natürlich auch so, dass die Mitarbeiter dann schon fertig geschult, eingearbeitet sind, viel schneller, sagen wir, ihre Arbeiten verrichten können, als wenn es immer neue Leute sind. Zuverlässige Arbeiter, damit der Betrieb läuft. Scherzer muss gut kalkulieren. Die Preise werden jede Woche neu verhandelt. Es ist, denke ich, ein bisschen eine Mentalitätssache, dass alles ganz günstig sein muss für uns in Deutschland. Und wenn wir aber natürlich sehen, wie günstig die Lebensmittel produziert werden müssen, ist es mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz, gerade beim Wichtigsten für Menschen, die Ernährung anfangen zum Sparen, sondern mehr Wert auf Qualität und auf gute Produkte zu legen und auf gesunde Produkte zu legen, als eben ist, das Billigste zu kaufen. Stefan Scherzer ist einer der wenigen, der Einblicke in das Leben der Erntehelfer gewährt. Sein Betrieb ist dem Wetter nicht ausgeliefert. Trotzdem, nur wenn die Verbraucher bereit sind, faire Preise zu zahlen, kann sich die Situation der Saisonarbeiter verbessern.